Es ist Sonntag, der 14. Juni. Ich begrüße euch herzlich mit Lukas 10,16, dem Wochenspruch, der also nachklingt in die nächste Woche. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Ich überschreibe die heutige Betrachtung mit einem beruhigenden Wort, nämlich nimm es nicht persönlich. Wie? Das soll man nicht persönlich nehmen, wenn man beleidigt wird, weil man das Wertvollste, das Evangelium, weitergegeben hat. Ich habe, wenn ich das belegen will, ein interessantes Erlebnis gemacht im Gebirge Ararat. Es war vor ungefähr 10 Jahren mit einer Reisegruppe, war ich wieder einmal dort und besuchte die Fundstelle von Ron Wyatt, wo man sagt, die Arche gelandet ist. Zufällig trafen wir an jenem Abend vor dem eigentlichen Besichtigungstag eine weitere Schweizer Gruppe. Es waren Theologen zur Hauptsache, auch andere kirchliche Mitarbeiter. Und sie hatten im Sinn, diese sagenumwobene Stelle einmal aufzusuchen. Weil es Vorabend war der eigentlichen Besichtigung, machte ich einen Überblick mit einer PowerPoint-Präsentation. Das hieß, ich wollte nicht einfach auf der Fundstelle selber lange Vorträge halten, sondern prägte den Menschen schon ein bisschen ein, was sie dort antreffen würden, auch Dinge, die man nicht von bloßem Auge sieht. Die andere Gruppe hatte auch ein gewisses Interesse, plötzlich waren auch praktisch alle mit von der Partie. Diese Fundstelle übrigens wird kommentiert auf einer DVD, die ich auf derselben Seite auch anbiete. Man kann sie gegen eine Spende oder auch gegen keine Spende bei uns beziehen. Es ist wesentlich mehr Hintergrundinformation drauf, als das, was ich damals gesagt habe. Aber darum geht es heute jetzt nicht, sondern ich sprach über die Nieten, die man dort zutage gefördert hat. Nieten mit einer Legierung aus Aluminium und Titan. Eine Legierung, die man sonst und erst in neuester Zeit im Flugzeugbau benutzt. Also konnten die Menschen vor der Sintflut, die man ja die Vorsintflutlichen nennt, diese primitiven Menschen von dazumal, bereits tun, was man heute erst seit ungefähr 120 Jahren wieder kann, nämlich Titan schmelzen. Wie konnten sie das tun? Also sprach ich auch über Evolution und sagte, nein, das ist keine Evolution, sondern das ist über weite Teile eher eine Devolution. So lange ist es gegangen, bis man diese Fertigkeit wieder erreicht hat. Und weil ich das sagte, betonte ich auch, dass die Evolutionslehre eher ein Geist ist, etwas, was die Menschen befällt, weil sie einfach diese Tatsachen nicht kennen. Da hatte ich bös in ein Wespennest gestochen, denn einer stand auf, ein Pfarrer, und hatte einen Wutanfall und es hörte nicht auf. Er hatte einen roten Kopf, beleidigte mich dauernd und machte seiner Unmut Raum. Und ich merkte, ja, es ist wirklich so. Hier handelt es sich nicht nur um eine Lehre, sondern wer hier sich angegriffen fühlt, denkt, die Welt würde bald untergehen, und so verteidigte er sich mit allen Mitteln. Ich konnte Gottlob gelassen bleiben, obschon er sehr frech zu mir war. Aber ich wusste, es gilt nicht mir. Ich nehme es nicht persönlich. Biblische Archäologie und auch andere Wissenschaft, die auf biblischer Basis betrieben wird, ist im weitesten Sinn auch das, was Jesus sagt, diejenigen, die mich hören. Es ist vielleicht nicht im direktesten Sinn Evangelisation, aber es hilft den Menschen in dieses biblische Denken, in dieses biblische Weltbild hinein, was ja Heilsgeschichte ist. Insbesondere die Arche Noah ist ein großes Stück Heilsgeschichte, obschon damals auch viel Unheil geschah. Der Abend nahm glücklicherweise einen glimpflichen, einen glücklichen Ausgang. Ja, es war ein regelrechter Glücksfall, denn der türkische Reiseleiter Ahmed, der mir bei diesen Reisen immer zur Seite stand, hatte in Deutschland Ingenieur studiert auf
Maschinenbau und verstand sich sehr gut auf Metallurgie. Wie sind Legierungen zusammengesetzt? Er sagte, denn er kannte die Analyse aus dem Labor, dieser Befund ist einwandfrei. Und auch die Fundstelle ist damit so gut wie gesichert. Kein Problem haben die Menschen, sagte er, in der Türkei mit der Arche Noah. Und es hilft ihnen, vielen von ihnen natürlich, dies zu wissen. Denn es ist eine große Ehre für sie. Für einen Muslim ist Noah ein großer Prophet. Und die Geschichte ist eine wahre Geschichte. Nur eben bei uns, unter den liberalen Christen, ist es nur ein Mythos. Ein erstaunlicher Abend. Ich staunte, dass ich so ruhig bleiben konnte. Es wäre früher wohl nicht so gewesen. Jesus identifiziert sich mit uns. Er sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Er weiß, dass wir seine Botschaft nicht selber verantworten können. Die Last ist zu groß, die Angriffe sind zu breit. Darum stellt er sich hinter uns, er geht neben uns her, aber er geht noch viel weiter, als man denkt. Denn es trifft ihn direkt, wenn es uns trifft. Wer den Botschafter verachtet, sagt er, der verachtet vor allem den, der ihn ausgesendet hat. Wer euch anpackt, der reckt mir ins Auge, sagt das Alte Testament. Das heißt, mein Schmerz, den ich erlebe, wenn ich abgelehnt werde um des Evangeliums willen, wenn ich klein gemacht werde, wenn man sich über mich lächerlich macht, ist zu 100% sein Schmerz. Wir wissen es zu wenig, es ist uns zu wenig bewusst. Es gibt aber einen anderen, der das genau weiß, haargenau. Satan kann damit Gott immer quälen. Und jetzt müssen wir aufpassen. Gott ist nämlich quälbar. Er ist kein Stoiker, an dem alles vorübergeht, der aus hoher Warte zuschaut, was hier unten auf der Erde geschieht, der letztlich die Menschen dann doch noch rettet, die zu ihm halten. Er ist kein unbewegter Beweger, wie man im Mittelalter sagt. Er ist nicht als Geist so verdünnt, dass er gar nicht Schmerzen haben könnte. Er ist nicht jenseits von Schmerz. Satan hasst Gott weit mehr, als er uns hasst, denn Gott ist es, der ihm den Thron nicht gegönnt hat. Wir haben ihm weitgehend die Herrschaft überlassen. Er ist hauptsächlich Gottes Gegenspieler. Aber er benützt uns, er braucht uns, denn er weiß, dass wir Gottes Nervenkostüm sind. Wir sind Gottes Nerven. Wenn man da reinsticht, nach der Taktik der 1000 Nadelstiche, dann trifft man immer ihn selber, unseren Gott. Aber Gott kann damit umgehen. Und wir, das ist die gute Nachricht, wir müssen damit nicht umgehen können. Wir müssen es nicht verarbeiten. Wir müssen die Demütigungen nicht auf uns sitzen lassen. Das ist eine unglaubliche Erleichterung. Es tönt fast wie der Zahnarzt, den ich hatte, notfallmäßig in Nazareth, der mir sagte, take it easy, bevor er mir eine Wurzelbehandlung angedeihen ließ. Auf Jesus übertragen würde das heißen, okay, take it easy, würde Jesus sagen, ich nehme diese Schmerzen der Wurzelbehandlung auf mich. So krass hat es Jesus natürlich nicht gesagt, aber indirekt schon. Ich begann dann, diesen Grundsatz anzuwenden für Opfer von rituellem und anderem Missbrauch. Ich sagte ihnen und sage es ihnen immer noch, diese Leute haben es nicht auf dich abgesehen. Sie wollten nicht dich erniedrigen. Es sieht so aus, aber das wollten sie nicht. Sie haben es auf Jesus abgesehen. Ihn wollen sie quälen. Ihn will der Teufel durch solche Menschen quälen. Und er kann es. Das lindert zwar nicht den Schmerz, der auch Traumafolgen nach sich gezogen hat, aber es nimmt die Schmach weg. Du warst nicht das Ziel dieses Angriffs.
Du musst es nicht persönlich nehmen. Und es ist kein Hohn, es zu sagen. Dies ist ein Hauptfaktor bei aller Konfliktfähigkeit, die wir gebrauchen, wenn wir in dieser Welt das Evangelium bezeugen. Leute, die gegen die Botschafter sind, sind eigentlich gegen die Botschaft selber und den, der sie gegeben hat. Für sie ist es ein persönlicher Angriff und sie wissen auch warum. Sie dürfen es. Sie dürfen widersprechen, sie dürfen toben, sie dürfen wüten, sie dürfen einen Wutanfall haben, sie dürfen uns erniedrigen. Gott kann es ertragen. Er kann damit umgehen. Woher wissen wir das? Er hat es schon ertragen am Kreuz für uns alle. Und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Auch in dieser Sache ist und bleibt er derselbe. Nimm es also nicht persönlich, denn deine Ehre steht fest. Es ist eine besondere Ehre für dich, dass Jesus seine Ehre für dich in den Staub legt. Deine wird nicht angetastet werden, denn du warst nie das Ziel dieser Angriffe. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.